Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß euch miteinander. Meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid hier bei uns im Labor. Guten Abend. Wunderbare Stimmung. Genauso wie wir unser neues Jahr anfangen. 14 Tage von dem 2016 haben wir ja schon fast hinter uns. Und 352 ist ja bekanntlich ein Schaltjahr noch vor uns. Und was wir damit machen, das liegt ja jedem selber so ein bisschen in der Devise innen. Und wir halten es damit, dass wir sagen, die Kraft des positiven Denkens. Schön war's, schön wird's. Und genau das machen auch unsere 4 Gäste, die wir heute Abend zu Besuch haben. Seit 12 Jahren rangiert der Mann in der obersten Liga der Spitzenköche und begeistert nicht nur seine Gäste in La Punt, sondern hilft auch gestrandeten Beizer auf den Sprung als unerbittlicher Restaurant-Tester. 2015 war für daher mit den obligaten Hosenträgern ein Spitzenjahr. Als Hitparadestürmer heisst es bei ihm: «Schön war's, aber noch schöner wird's, hoffentlich.» Und er wird auch in Zukunft als Pionier in der Pilzzucht eine grosse Ernte einfahren. Denn niemand weiß besser als er, wie man Pilze zum Wachsen bringt. Und meine ersten beiden Gäste, die heissen fußdick hinter den Ohren, das kann man so sagen. Sie sind beide zwar erst um die 20 herum, aber bereits Multimillionäre. Noch nicht ganz auf ihrem Konto, aber das wird wahrscheinlich irgendwann noch, sondern hauptsächlich auf ihrem eigenen YouTube-Kanal, wo es Millionen von Klicks gibt. Sie haben das Internet entdeckt, wie man damit richtig fest Kohle verdienen kann. Und zwar lassen sie rund um Computerspiele andere Videoclips machen und stellen die auf ihren Kanal und verdienen damit einen Haufen Geld. Wie das genau geht, das erzählen Sie jetzt am besten selber. Herzlich willkommen, Ken und Nicola. Ken, guten Abend, schön, dass du da. Nicola, hoi. Nehmen Platz. Also, euer Geschäftsmodell tönt ja wirklich verführerisch. Hm? Mit dem Internet Stütz verdienen, das machen andere, indem sie Produkte verkaufen. Ihr macht es anders. Ihr stellt Clips auf einen eigenen YouTube-Kanal. Und jetzt weiss der Grossvater Eschbacher nicht, wie das funktioniert. Wie geht euer Modell? Also wir haben angefangen mit einem Spiel. Also wir sind beide Wirtschaftsstudenten und also am Gymnasium einfach. Und wir haben uns gesagt, wir wollen etwas machen in dieser Richtung. Und dann haben wir geschaut auf YouTube, was können wir hier wirtschaftlich rausholen, und sind dann schnell auf ein Spiel gestoßen, das heisst Minecraft. Ja, also und, das sind die Videospiele, die die Jungen zu Hunderttausenden und Millionen machen. Und da haben wir investiert. Also wir haben Leute engagiert, die einen Clip für uns gemacht haben, einen Videoclip, Animation, und haben das dann hochgeladen. Und das hat recht viele Klicks gegeben. Und dann sind wir irgendwann einmal nach einer gewissen Anzahl von diesen Videos sind wir dann einfach auf 30'000 Abonnenten gewesen. Und da haben wir mal gemerkt... Aber die Abonnenten, die zahlen euch nichts? Nein, die zahlen uns nichts. Die bekommen einfach... die werden benachrichtigt, ja, dass wir jetzt ein Video hochgeladen haben. Da können sie schauen und ja. Und dann sind wir darauf gestoßen. Wir haben einfach die Leute angefragt dann langsam. Wir haben gesagt, hey, also wir haben ein Video gesehen, das hat wenig Klicks gehabt. Und dann haben wir gesagt, hey, willst du es nicht bei uns hochladen? Wir haben ein grösseres Publikum als du und du bekommst mehr Klicks da. Und das gibt den Leuten auch Anerkennung. Also sie sind auch in einer gewissen Art sind das ja auch Künstler und die bekommen eine größere Anerkennung und wir haben das denen können bieten. Ja. Genau. Und wir haben das denen können bieten und auch Geld. Also wir haben die Leute gezahlt, wenn wir gesehen haben, dass jemand hat Potenzial, dann haben wir denen Geld gegeben, um die Videos zu machen. Um die bei der Stange zu behalten. Genau. Also zu diesen bestehenden Computerspielen macht ihr sozusagen Zusatzclips. Wieso machen ihr das nicht die Hersteller von diesen Videospielen, sondern die? Das ist wie so eine gewisse Fangemeinschaft, die sich dann wie so zusammen aufbaut und dann mit bestehenden Geschichten, eben die Videos mit den Charakteren von diesen Spielen, dann eben die Animationen macht, die man dann aufladen, die eben die kleinen Kinder relativ unterhaltsam finden. Für den Hersteller selber, nehme ich jetzt an, ist es
zu viel Aufwand, nehme ich jetzt mal an. Zu viel Aufwand, ja. aber es bringt auch Werbung. Ja, Wieder das für stimmt. ihr Ja, Spiel. genau. Ja, das ist wie so für sie. Ist dann auch gut, wenn wir das machen. Das ist wie so eine zusätzliche Unterstützung vom Spiel, dass wir das eben gut finden und dann mit einer Gemeinschaft zusammenbauen. Ihr seid im April 2014 auf die Idee gekommen. Wie ist das passiert? Also ich habe das schon 3 Jahre vorher gemacht mit einem anderen Kollegen. Der hat dann seine eigene Firma aufgemacht. Dann bin ich wieder allein gewesen. Dann, mit ihm sind wir zusammen in der Schule gewesen. Ja. Habe ich mir gefragt, ob er Lust hatte, wir zusammen einen YouTube-Kanal machen. Dann haben wir eben mit dieser Business-Idee von ihm haben wir dann eben das angefangen. Dann ist das extrem lukrativ geworden. Dann letztes Jahr im März sind wir dann umgestiegen auf ein anderes Spiel, wo man jetzt hier sieht im Video, Five Nights at Freddy's. Und dann ist es eben von 100'000 Abonnenten bis heute eben über 1 Million gestiegen. Und wie viel kommen denn jeden Tag bei euch auf den Kanal? Das ist etwa 1,5 Millionen Leute, die... 1,5 Millionen, ja, die regelmässig schauen können. Ja. Also das ist so etwas wie Drogendealer. Die fixen die Leute, nein, die fixen die Leute an und liefern ihnen immer ein bisschen neue Clips, liefern, dass sie bei der Stange bleiben, oder? Genau, 2 Stück am Tag. Aha. Jetzt aber die Frage, wie es dann zum Geld kommt, die haben wir noch nicht gelöst. Also die Abonnenten zahlen nichts. Ihr gebt etwas, auf das möchte ich dir gerne noch zu reden kommen, denen, die die Clips machen. Ihr selber tut es einfach auf den Kanal. Woher kommen die Kohle? Das ist das YouTube-Modell. Also sie haben, YouTube selber tut Werbung schalten auf diesen Videos. Also man kennt es manchmal, wenn man ein YouTube-Video schaut, da kommt so ein Vorspannvideo, das kann man dann wegklicken. Das ist das, was einem immer so ärgert. Genau, das sind wir. Und durch das bekommen wir Geld. Also YouTube nimmt etwa die Hälfte und wir bekommen etwa die Hälfte. Und das sind dann die Werbeeinnahmen. Also je mehr Klicks ihr habt, je mehr Werbung wird geschaltet, umso mehr klingeln bei euch die Kassen. Genau. Und die Länge des Videos spielt auch eine recht grosse Rolle. Inwiefern? Man kann sich vorstellen, wenn jemand lang auf einem Video ist, hat er auch einen grösseren Kontakt mit dem Video und dann hat er eine grössere... Er klickt schneller auf etwas drauf, wo Werbung ist, etwas, das ihn anspricht. Und dann sind halt die Werbenden bereit, mehr Geld zu zahlen. Was schaut ihr aus? Ja, so einen 5-stelligen Betrag kann man sich vorstellen, pro Monat. Ja. Pro Monat? Ja. Netto Gewinn? Nettogewinn, ja. 5-stellig, ab 10'000 aufwärts. Eher gegen 6-stellig gehend? Nein, noch nicht. Noch nicht? Das sagt er so lässig, noch nicht. Ja, man muss da positiv eingestellt sein. Ja, finde ich auch. Absolut. Verdienen in der Zwischenzeit mehr als die Eltern? Ja, mehr als Lehrer. Gibt es denn ja die ersten Neider in der Schule? Zum Teil schon, ja. Aber jetzt müssen wir eher auf Unterstützung stoßen. Ja. Also, aber ihr braucht ganz viele kreative Menschen, weil ihr macht ja die kurzen oder lieber längeren Clips nicht selber. Wie findet man die? Also man schaut eben, wir tun mit recht vielen Animatoren zusammenarbeiten. Also wir laden 2 Videos pro Tag auf. Und wenn wir sehen, ein Video von einem gewissen Animator hat recht viel Potenzial und es kommt recht viele Klicks, dann sagen wir dem, hey, hast du nicht Lust für uns auch zu arbeiten und exklusive Videos zu machen, wo wir nicht einfach neu aufladen, sondern wo wirklich für uns exklusiv sind. Und dann zahlen wir die auch. Also wir haben auch Animatoren, Was bekommt denn so einen für einen Videoclip? Es ist sehr grosse Spanne. Also wir haben von 13-Jährigen bis Professionelle, die für uns Videos machen. Es kommt nur darauf an, was die Leute sehen wollen. Wenn wir sehen, es hat Potenzial, dann engagieren wir die. Engagieren. Es reicht von 100 bis auf die 6'000, 7'000 zu. Je das ist nachdem, extrem wie grosse gut Spannung, ist. genau. Und du hast gesagt, 13-Jährige, das ist ja unglaublich. Die krampfen also einen ab und bekommen dann 50 Stutz von euch oder 100. Ja, das sind dann, ja. Ab und zu sind sogar die 13-Jährigen eher die Besseren, die Kreativen. Wo wir das extrem lustig finden. Und kosten noch weniger. Ja, das ist noch das andere. Ja. Ideal, Ja, oder? definitiv, Kinderarbeit am Computer. So ist das. Aber die muss man ja vielleicht manchmal schon ein bisschen leiten. Also machen die 3 Bücher? Es kommt darauf an. Also man hat die Animatoren, die man merkt das mit der Zeit. Wenn man anfängt zu arbeiten mit denen, dann merkt man, einer ist kreativ oder einer ist nicht kreativ. Einer muss geleitet werden oder einer macht das von allein. Also manche Animatoren sagen mir, mach ein Video über das und das Thema, lass ungefähr so aussehen, weiß ich was. Also nicht einmal ein grosses Drehbuch und andere müssen wirklich dahinter gehen und dann ein Telefongespräch führen und sagen, hey, mach's doch so und so. Woher kommen die? Wo sind die daheim? Das ist eigentlich weltweit. Das ist von Amerika,
Europa, meistens Europa und Amerika. Ja, ja. Das heisst also, dass die Gemeinde die unterhalten sich auf Englisch. Der hat sicher gute Englischnoten. Yep. Eben, ja. Ja, das sind besser geworden über die Jahre. Ja. Eben, ja, mit Übung. Wie geht es weiter? Du hast Matur jetzt gemacht, du machst den Sommer. Genau. Und geht ihr studieren oder ist das nur Zeitverlust und Geldverlust? Das wissen wir noch nicht, aber wir haben jetzt momentan, sind wir noch mit Musik ins Geschäft eingestiegen, mit einem anderen Kanal. Mal schauen, wie sich das entwickelt, wie allgemein unser YouTube-Kanal sich jetzt entwickelt in der Zukunft. Wir haben auch eine Firma gegründet und dann haben wir jetzt ein paar Business-Ideen, die wir da dann ausprobieren. Das kommt darauf an, wie sich das entwickelt. Ja. Das klingt spannend. Und das Startkapital hat er ja schon verdient, oder? Natürlich. Ja. Jetzt frage ich mich, was passiert denn mit eurem Kanal? Also, die Konkurrenz schlaft ja nicht. Nein. Nein. Es gibt definitiv ein paar Leute, die uns kopieren. Aber das Business-System, dass wir Leute unterstützen, eigene Videos machen, da sind wir immer noch einen Schritt voraus. Ja. Und man merkt einfach, dass viele Kanäle halt einfach das gleiche System haben, die gleichen Videos aufladen, die gleichen Leute anschreiben. Darum ab und zu ist es ein bisschen schwierig, dass man da immer vorausbleibt und nicht, dass man die Kundschaft verliert. Ja. Ratschlag von mir, rechtzeitig Google verkaufen. Geld kassieren, neuen Kanal aufmachen. Da wird es ganz schön. Das wäre nicht schlecht, ja. Eben, ja. Google sitzt in der Schweiz, ich kann Verbindungen herstellen, ich bekomme einfach 10%. 10%? Danke. Danke vielmals. Eine eindrückliche Geschichte, meine Damen und Herren. Die Passion von meinem nächsten Gast die gilt aber ganz etwas anderem. Er geht am liebsten in Pilze, allerdings strielt er nicht durch den Wald durch, sondern Pilze wachsen bei ihm sozusagen unter dem eigenen Dach. Er züchtet nämlich Shiitake-Pilze und andere Zuchtpilze und verkauft davon um die 100 Tonnen jedes Jahr. Pilze, die sind natürlich nicht ganz einfache Gewächse. Sie sind ja bekannterweise weder eine Pflanze noch ein Tier. Das heisst, sie sind ein bisschen zickige Geschöpfe. Und was es genau braucht, damit das Tier also richtig zum Blühen und zum Wachsen kommen, das erzählt jetzt von Herzen der Patrick Romanos. Herr Romanos, guten Abend. Freut mich sehr. Nehmen Platz. Herr Romanos, uns nimmt es natürlich alle Wunder wie dir. Der wollte eigentlich Bauer werden, der Agronomie studiert an der ETH. Wie ihr auf Pilze gekommen seid? Ich musste mal auch mein Leben verdienen und dann habe ich gesucht und ich habe damals nicht ganz so einfache Stelle gefunden und plötzlich habe ich dann Produktionsleiter Stelle geschrieben gesehen und dann habe ich gefunden, ja, vielleicht kann man sich mit Pilz auch selbstständig machen. Also das war ein Pilzhersteller, berühmter in Gossau, Hauser hat er geheißen, ja, genau. Oder? Die Firma Hauser, die ist in den 50er Jahren gegründet worden mit den Amerikanern und die haben einen Kompostierungsprozess eigentlich entwickelt und sind in der Forschung und in der Brutproduktion, also Pilz-Myzelproduktion, sehr lang sehr tätig gewesen und haben eigentlich die Welt der Pilze revolutioniert. In diesem Sinne eben Champignon mit grossem Erfolg gezüchtet. Ihr habt euch aber nicht zufrieden gegeben mit dem und habt gesagt, man muss eigentlich auch noch einen anderen Pilz züchten als nur langweilige Champignon. Kann man eigentlich Steinpilz oder Eierschwümmli auch künstlich in diesem Sinn ziehen? Nein, es gibt Pilze, die eigentlich Symbiose sind, wie der Steinpilz oder der Eierschwamm, und die brauchen den Baum. Und da kann man, es gibt so viele komplexe Wechsel zwischen Baum und Pilz, dass man das gar nicht kann also machen. Hingegen der Shiitake, das kann man machen. Der Pilze tut man ja zum Teil auch Wunderkräfte. Ich meine jetzt nicht die Pilze, die im Heim machen, aber jetzt zum Beispiel der Shiitake tut man Wunderkräfte zuordnen. Was kann der? Also der kann viel. Der kann gegen Cholesterin, der kann Immunkraft stärken, wird auch Viagra
Darum habt ihr euch auf den Ganz konzentriert. genau. Jetzt ist der Fall klar. Aber es ist natürlich tricky, so Pilze zu züchten. Sie sind ja weder Tier noch Pflanzen, habe ich gesagt. Ja. Eine eigene Gattung. Ja, es ist so, Pilze sind im Leben, haben Funktionen wie Tiere, die atmen wie wir. Die brauchen ihre Energie aus Kohlenstoff und müssen dann Kohlendioxid ausscheiden. Die sind aber also Gewebe wie Gemüse, sind aber auch in der Küche auch dazwischen, haben viel Vitamine. Zwischen Fleisch und Genau, Gemüse. können auch gut dadurch Fleisch ersetzen und sind auch sehr viel Ballaststoffe, kaloriearm wie Gemüse. Grossartige Grundlage perfekt. für das Menü. Perfekt. Da brauchen Sie aber einen Stoff, den Sie drinnen leben können. Ihr habt jahrelang an dem herumgetüftelt, bis ihr das hattet. Das Resultat ist in diesem Plastiksack. Was fressen Sie gern? Also Pilze allgemein haben gern Öle, also haben gern zum Beispiel Leinsamen oder Sonnenblumen. Das ist für den Shiitake zum Beispiel etwas, wo ich damals erforscht habe und gesehen, das macht einen guten Ertrag. Und dann nachher mit dieser Kraft können die das Holz abbauen. Und wenn das Myzel die ganze Arbeit Myzel, gemacht hat, das sind im Prinzip die Sporen. das ist die Faden, wo man im Boden sieht, überall. Und diese Fäden, die werden dann auf diese Hirsekörner, wo wir da in dem Glas haben. Also, und das ist nicht jetzt die einzelnen Sporen, sondern die Hirsenkörner sind Träger. Genau. Und die tragen dann von das der Wurzel Myzel. sozusagen von der Pilze. Und dann kann man das da drin mischen und dann nachher wächst das Myzel raus. Und das geht lang. Das tönt einfach. Man tut das einfach zusammen und bang, kommen die Pilze raus. Leider nicht. Es geht eben 20 Wochen, bis der Block in dieser Form ist. Das heißt, er ist reif. Da drin hat man die Ollstücke, wo voll Myzel einfach. Der Myzel ist bis rein in der Mitte vom Holz. Also das wächst so richtig Das wächst rein, Ja. holt sich die Nährstoffe und dann, wenn er reif ist, dann muss er fruktifizieren. So lebt jeder Pilz. Nur die Fruktifikation ist für jeden Pilz anders. Der Shiitake, den muss man berühren. Müssten wir erklären. Also, jetzt haben wir die Erde, die wird also Erde ist jetzt übertrieben, sondern das Substrat, das wird dann durchdrungen, verändert sich so und dann muss man ihn bewegen. Was heißt das? Ja, der Shiitake reagiert eigentlich nicht so auf Licht. Ob er Licht oder nicht Licht hat, ihm gleich. ist ihm ziemlich gleich. Er reagiert aber auf Bewegung. In der Natur, das ist im Sommer die starke Gewitter, der Donner, wo vibriert. Effektiv. Das bringt ihn zum Das bringt Wachsen. ihn das weckt ihn. Sagt, jetzt muss er kommen. Und bei uns, das sind die Wege, wo wir bewegen im Der hat Wägeli, wo der die drauf tut und der dann- schüttelt und dann sagt der Pilz, es ist Ganz- Zeit zum Erwachen. Ganz genau. So ist es. 20 Wochen ist er ruhig, Ja. eine schütteln und dann geht es wie lange, bis das so wunderbar raussprießt? Eine Woche. Eine Woche. Eine Kann man ihm auch sagen, ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller? Ja, da kann man. Man kann ihm sagen, man kann ihm ein bisschen kalte Füße machen und dann wächst er langsamer. Also, dass ihr nicht am Sonntag müsst ernten, Ganz sondern genau. am Montag erst. Ganz genau. Ideal. Das ist das Einzige, was wir machen können. Die Pilze, die wissen, wie man wächst und wir versuchen, die ein bisschen zu steuern. ein bisschen zu steuern. Was kann denn alles schief gehen? Leider zu viel. Es ist sehr empfindlich. Zu wenig Feuchte kann zum Beispiel der Pilz austrocknen, dann wächst er nicht auf. Es kann in diesem Stadium, wenn man nicht sauber arbeitet, wenn man Schimmelpilze, die haben auch gern so ein gutes Fressen, Ja. dann kommen die auch rein. Dann Ja, das nachher- wäre dann nicht so gut. Das ist wie Unkraut im Garten, Schimmel sind immer schneller. Ja. Und dann, wenn man eher nicht, der Pilz zum Beispiel, der ist schon zu weit offen. Und dieser ist perfekt. Und das ist Ja, eine Sache von Stunden. Stunden, 10 Stunden. Aha. Und wenn man
wenn die Qualität muss sein, dann müssen wir im richtigen Moment pflücken. Und das ist Also das technische... tönt ein bisschen wie eine Operation auf dem Miststock. Ganz genau. Ganz Da genau. muss man also sehr hygienisch, 100%ig richtig arbeiten. Ja. Jetzt macht ihr nicht nur Shiitake, sondern auch noch die lustigen Pilze dort draussen, die aussehen wie Austern. Das ist der Austernseitling. Pleurotus-Art, Pleurotus ostreatus, und der ist sehr aggressiv. Der braucht zum Fruktifizieren die Frucht, weil der Pilz ist die Frucht. Ja. Der Myzel ist eigentlich alles Ist sonst. ist Pflanze, das Geschöpf. Also das Geschöpf. Ja. Und zum Fruktifizieren, zum die Frucht machen, dann braucht er als Impuls Licht. Aber der ist so aggressiv, dass wir ihn bändigen müssen. Und dadurch gibt es eigentlich ein Kreuz drauf und man macht ein Loch im Plastik, dass er kann raus. Sonst wird er verrückt. würde er überall Und kommen. wütet ringsherum. Und dann hat man zu viel kleine Pilze, keine Qualität. Und der ist was für einer? Das ist die Diva. Das ist der Kräuterseitling, sehr empfindlich, zu feucht. Kommt er nicht, zu trocken. Will er nicht, die Temperatur muss richtig sein, aber ist ein schöner Pilz. Ist schön. Und ein guter Und Pilz. ist auch noch gut zum Essen. Ganz genau. Ja. Was lehrt ihr von den Pilzen? Mit so Primadonnen zu arbeiten, ist ja nicht einfach. Also für mich ist es einfach so, die erste Sache ist, dass man als Pilzhüter das Glück hat, man hat 52 Ernte in einem Jahr. Als Bauer lebe ich 52 Mal schneller. Und das ist mal eine große Befriedigung. Und hier muss man sehr wach sein, weil sonst verpasst man den Moment. Ja. Man muss immer fühlen, spüren, was passiert im Klima, um das richtige Klima machen. Und da lernt man auch Bescheidenheit und Achtsamkeit. Und das sind Sachen, wo ich finde, das sind Fast eine Qualitäten. philosophische Lehre, die ihr da Ganz macht. genau. Das möchte ich. Vielleicht als Pensionierter tue ich mir recyceln. Aber ich nehme an, es ist nicht nur schön, sondern wird noch schöner. Ihr macht noch neue Pilze, das sind die hier. Das ist noch im Versuchsstadium. Ja, das ist der Pioppino, sagen die Italiener, ist sehr bekannt in Italien. Südlicher Schüppling, das ist ein Pilz, der auf dem Pappel wächst. Und der ist, kenne ich noch nicht so gut. Er tut die Fliegen sehr stark anziehen. Und die Schwierigkeit ist, dass man sehr sauber muss sein, dass die Räume immer zu sein müssen, dass wir nicht keine Fliegen bekommen. Ein Fliegen und die Ernte ist kaputt. Ja. Nein, nicht kaputt, aber dann entwickeln sie so schnell, dann innerhalb kurzer Zeit Mögen die gar nicht kurz verkaufen. dann ist die ganze und dann Maden in den Pilzen haben die Menschen Nein, nicht so für gern. Vegetarier, die Genau. Pilze haben anstatt Fleisch, ist das nicht die ideale Ergänzung. Ganz genau. Toller Einblick gewesen. Merci vielmals, Herr Romanos, in einen Beruf, den wir viel zu wenig kennen. Aber dafür, jetzt wissen wir, wie heikel das ist, damit wir die Qualität am Schluss auf dem Teller haben. Danke Viel Erfolg auch. weiterhin. Dankeschön. Danke. Wiedersehen, Herr Romanos. Wiedersehen. Danke, das war guten Abend. Ja, und mein nächster Gast, meine Damen und Herren. Er ist einer... Entschuldigung, er ist einer, der eigentlich Musik schon von Kindsbeinen an ihn begleitet hat. Früher, als Gil, hat er noch mit dem Vater gejodelt, aber so richtig auf das Singen gekommen ist er dann, als er seiner Schwester Gitarre gestohlen hat. Als gelehrter Maurer und Polier hat er vor 4 Jahren gefunden, jetzt setzt er aber endgültig auf die Karte Musik. Und hat das auch mit grossem Erfolg gemacht. Und bei ihm kann man wirklich sagen, schön war's und noch schöner wird's wahrscheinlich. Denn seit letzten Herbst hat er als Hitparadestürmer den ersten Platz erreicht. Und zwar mit seiner Musik, die ganz offensichtlich in das Herz der Leute hineinkommt. Wie das genau tönt und warum der Erfolg, gehört er am besten gerade selber. Und das mit dem Kunz, oder andersrum gesagt, mit dem Marco Kunz. Hier ist er. Gestern Abend Tropfen in unserem Dorfbach gesehen.
Irgendein kommt auch Wald zum grossen Meer. Schau mal dem feinen Zweig beim Wachsen zu. Aus dem gibt's einen Baum bis weit in den Himmel. Drum sag mir nie, ich sei jetzt klein, denn alles da muss man anfangen. Schritt für Schritt, der Berg da rauf, Tritt für Tritt, lass keinen aus und kommt der Stein, steh ich drauf und schrei. Schritt für Schritt, der Berg da rauf, Tritt für Tritt, lass keinen aus und kommt der Stein, steh ich drauf und schrei. Ich gebe sicher nicht auf. Gebe sicher nicht auf. Marco, Hallo. du bist da. Nimm Platz. Danke. Gebe sicher nicht auf ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Lebensdevise, oder? Ja, glaub schon, ja. Mal. Mal. Ja. Nein, ich gebe nicht auf, das ist so. Aber es ist wie so normal, das gehört einfach dazu. Für mich. Und darum ist es etwas Spezielles. Kleine Hände. Ist das ein Kinderlied? Eigentlich für ein Schellenursli entstanden. Wie siehst du es? Ja, ich habe mir versucht, mich mal in diesen Schellenursel hinein zu versetzen. Und er hat kleine Hände. Aber es ist nicht nur nicht ein Kinderlied, sondern es geht halt wirklich auch viele erwachsene Leute haben manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen kleine Hände haben, um irgendetwas zu machen. Und ja, es soll für die eine Metapher sein oder einfach In dem Sinne auch eine Motivation vielleicht. Ja, genau. Musik hat in der Familie gäng schon eine Rolle gespielt. Mit dem Vater gejodelt. Ja, ich kann nicht mehr jodeln. Wenn das nicht hören. Es hat mal ganz schön getönt. Ich habe ja mal eine hohe Stimme gehabt. Ich war so ein kleiner Bub und da ist der Stimmbruch und das ist halt alles. Ja, aber man kann immer noch mit dem Kopf stimmen. Nein. Willst du einfach nicht? Ja. Machst du dich bereit für den Jodel? Nein. Gut. Nein, ich habe jetzt hier mein Baby gefunden und das ist völlig okay. Was war so. das erste Instrument, das du gespielt hast? Trompete. Da kann man schlecht dazu singen. Sehr. Und darum habe ich auch aufgehört. Ja. Dann hast du der Schwester Gitarre geklaut. Ja, die hat plötzlich Gitarrenstunde genommen, habe die gehört und dann habe ich gedacht, ja, aber das ist ja mega cool. Und sie hat ein A4-Blatt mit allen Griffen drauf. Und dann habe ich auch die Gitarre in mein Zimmer genommen und ein bisschen die Griffe gegeben und plötzlich gemerkt, wow, da kann man sogar dazu noch singen. Wie geil ist denn das? Und Trompete ist halt, ja, schwierig. Schwierig. Oder so irgendwie, aber so, aber nein. Musik, ich habe es gesagt, hat immer eine Rolle gespielt. Wann hast du das Gefühl bekommen, dass sie jetzt eigentlich deine Berufung, weil als Maurer kann man vielleicht auf der Baustelle singen, da bleiben noch ein paar Leute stehen und haben Freude. Ja. Ist das passiert? Ich weiß auch nicht. Ja, also klar. Ich singe immer ein bisschen. Ich pfeife auch viel, das habe ich vom Vater gegeben, das ist ganz schlimm. Das ist doch schön. Immer pfeifen, immer. Das gehört mir einfach. Und ich weiß auch nicht, Berufung, ich habe das einfach schon immer gewusst, dass ich auf die Bühne und einfach singen und Musik machen. Ja. Ich weiß nicht, ich habe letztes Mal so Videos gesehen von meiner Tante, die uns aufgenommen haben, als wir noch klein waren. Und da habe ich mich da gesehen, auf dem Tisch und singen und die haben geschaut. Und ich habe gedacht, ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen im Blut gesehen. Wie hat der Vater reagiert, als du gesagt hast, vor 4 Jahren, fertig poliert, jetzt wird Musik gemacht? Ja, Marco, und das Geld? Kommst du durch? Ja, also das ist heute noch immer so, wenn ich heimkomme. Ja, geht's. Also, ist... Magst also, sollen wir... Oder? Nein, das ist gut. Also, es ist ein bisschen früher gekommen. Ich bin mit 20 zu Alive gekommen, eine A-Cappella-Gruppe. Und ich konnte hier schon Prozent arbeiten auf dem Bau. Und das ist... ich glaube, es gibt so einen Moment, wo die Eltern nicht mehr so ein bisschen Angst haben, dass jetzt etwas... Also wenn man dann sagt, ich will Musiker werden, ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen... schwierig. Ja, also, und dann ist, ich weiss noch, mit Bau wäre so ein sicherer Job. Ja, wäre sehr sicher, ja. Und ich weiss, mit dieser Gruppe, mit den Lives, sind wir dann im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, wenn man einmal im Fernsehen gekommen ist, dann ist für die Eltern
genagelte Sache, dann ist gut, oder? Jetzt hat er es geschafft. Ja, das ist mir noch Und berühmt, mit oder? Singen. Ja, genau. Das war eine Überraschung letzten Oktober, wo plötzlich deine neue CD ganz oben in der Hitparade gelandet ist. Extrem. Also wirklich eine wunderschöne Überraschung. Ich habe nicht gedacht, dass wir aufs Eis kommen, dass wir eine gute Platzierung bekommen zur Top 10, habe ich schon gedacht. Weil das merkt man ein bisschen von den Vorverkäufen. Und die Leute haben wirklich, gewartet. Die haben die erste CD schon gut gefunden und haben dann gewartet, dass die zweite kommt. Ja, und dann ist das gekommen mit dem Eis und ich kann es nicht glauben. So gesehen, ja, wow, riesig. Was möchtest du den Leuten erzählen mit deinen Liedern? Ich glaube, es ist eben einfach, also nicht nur Freude haben am Leben. Also das ist mal ein Grundding, Freude haben am Leben, aber jetzt nicht einfach nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir sind, also alle, die hier geboren sind, haben meistens ein sehr, sehr festes Glück gehabt. Und ich glaube, das darf man auch zeigen, dass man Glück hat und Freude darf haben an dem Leben, das man hier hat. Besonders wenn wir in unseren Breitengraden leben. Eben genau. Also, das ist, ich schätze mich auch sehr glücklich, dass es passiert ist, dass ich hier in eine super Familie rein und einen grossen Freundeskreis und ja. Und ich könnte es irgendwie ein Stück weitergeben, weil ja, du weißt, dass auf der Straße, wenn man eigentlich auf der Straße die Leute sieht, denkt man manchmal, ja, irgendetwas Schlimmes muss passiert sein. Wieso machen die so einen Latsch? Ja, genau. Ja. Und das, ja, vielleicht kann ich mit meiner Musik ein bisschen dazu beitragen, dass es in den Leuten klar wird und sagt, der hat doch recht. Genau. Ja. Du hast immer Hosenträger an, das ist eigentlich so dein Markenzeichen. Und mir ist aufgefallen, immer die gleichen Hosen. Ja. Was machst du, wenn die mal waschen musst? Ja, die haben schon viele Sachen erlebt. Ja, es ist einfach, ich stehe einfach auf handgemachte Sachen. Und ich finde... Hast du die selber gelesen? Nein, nicht von mir. Ah. Aber als Hostenträger ist alles handgemacht. Und ich stehe einfach auf Wertigkeit, auf Sachen, die man mehrmals anlegen kann. Und ja, und die sind verdammt teuer gewesen, weißt du? Ehrlich? Dann muss man die amortisieren. Ja, genau. Nein, ich finde das einfach irgendwie, ich finde das wichtig. Heutzutage hat wenig, gerade materialistisch, hat wenig Wert. Oder? Man tut es dann viel wieder auswechseln, man tut etwas Neues kaufen. Das kostet und so. nur 3,95 Genau. oder? Genau. Und mir ist wichtig, dass die Sachen, die ich habe, aber mindestens auf der Bühne, dass auch für mich das so ein Zeichen ist, dass es eben einen Wert hat, dass es so handgemacht ist, auch wie meine Musik, die handgemacht ist. Ja, und wenn es natürlich geht, Fairtrade und ja. Man sagt, wenn man wirklich dick ins Geschäft kommen will, muss man Englisch singen. Dann macht man Karriere. Du drehst handgemachte Sachen. Ich will nicht sagen, du bist handgelismet, überhaupt nicht. Gibt das einen Widerspruch, wenn man nachher eine Mundart Musik macht? Ja, ich glaube schon. Also, wenn man das grosse Geld verdienen will, muss man nicht Mundart Musik machen. Ich glaube, die Einzigen, die das gemacht haben, ist der Göller und der Blick, die wirklich gut Geld verdient haben. Aber ich glaube, es geht im Leben nicht um das, dass man, also für mich nicht, dass man das macht, wo man am meisten Geld verdient, sondern das, wo man am meisten Freude hat. Und ich kann nicht das, was ich aussagen will, in meinen Liedern kann ich nicht auf Englisch aussagen. Und das ist für mich klar, ich muss es in Mundart machen. Wenn ich die anschaue, kommt mir immer jemand anderes in den Sinn. Wer? Der Ryan Gosling. Das höre ich zum ersten Mal. Ehrlich? Nein, was passiert auch, wenn du unterwegs bist in Luzern? Ja, also jetzt sieht man so leckt mir. Man weiss nicht, welcher das wäre. Mama. Also Luzern ist lustig, es hat so viele Amerikaner. Und die rufen damals «Hey, Ryan!» Und du sagst, ja, ist gut. «Hi!» Nein. Nicht das ziemlich locker. Sind immer alle enttäuscht oder der musst du herstehen für die Selfies, nehme ich an? Weißt, das Lustige ist ja, wenn du irgendwie in einem Restaurant bist und nach denen sind meistens die Frauen, die kommen. Es gibt auch Männer, aber es ist immer für eine Freundin. Genau. Immer. Das Foto ist nie, weißt, ich habe eine Freundin, die so Fan ist vom Ryan Gosling. Oder eben die Männer so, ja, meine Freundin ist eben so Fan vom Ryan Gosling. So, ja, da machst du eins. Hitparade Nummer 1. Lernt man da hingern? Schön war's? Oder was macht man, dass es noch schöner wird? Ja, ich glaube, 3 Tage hinterliegen darf man. So, wenn man das ein bisschen genießen und da kommt so viel zusammen und da kommt
kommt die ganze Presse und Pipapo und dann bist du für einen Moment bist du gerade der Größte und so. Und dann kann man so ein bisschen, ja, aber nachher geht es wieder los, klar. Also es ist ja nicht eine Frage von, jetzt muss ich noch mehr arbeiten, sondern ich glaube, ich bin immer noch sehr inspiriert und schreibe immer noch Lieder und ja, die dritte CD ist natürlich, wird irgendwann geplant und muss gemacht werden, ja. Also sie muss raus. Sie muss raus. Ja. Wir freuen uns auf das, was noch alles noch rauskommt. Ich freue mich auch. Danke vielmals. Danke Marco. auch. Alles Gute. Merci. Vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin. Das wichtigste Instrument neben der Stimme. Danke. Ciao. Mein nächster Gast. Er ist ein absoluter Perfektionist und das seit Jahrzehnten. Und das war Voraussetzung auch für seine grosse Karriere. Nämlich seit 21 Jahren kocht er auf höchstem Niveau und ist in La Punt, in der Cesa Pirani daheim und sorgt dafür, dass wirklich alle, die hervorragend essen bei ihm vorbeischauen. Denn nicht zuletzt hat er 2 Michelin-Sterne und 18 Go-Mio-Punkte. Und das ist jeden Tag eine sportliche Höchstleistung. Dabei hilft ihm natürlich auch seine Frau, die dafür sorgt, dass hinten im Service auch alles richtig läuft. Aber wer ihn jetzt beispielsweise nicht kennt von La Punt, der kennt ihn sicher von unseren Mitbewerbern, wo er eine Serie mit grossem Erfolg macht, nämlich als der Restauranttester. Und dort ist er ein bisschen Böllimann, der Jetzt ist Baumann. fertig mit Spielen. Jetzt ist fertig mit lustig. Jetzt ist fertig mit easy. Jetzt ist pickelharte Arbeit angesagt. Alles aufschreiben und nicht schnurren. Schaffen. Es tut mir so weh im Herz, dir zu sagen, Nein, dass es nicht langt. So wirst du nicht überleben, Cinzia. Das ist keine Hobbyveranstaltung hier. Kein Ponyhof. Und darum freuen wir uns, dass er da ist. Herzlich willkommen, Daniel Baumann. Herr Baumann, schön sind Sie da. Freut mich sehr. Nehmen Platz. Keine Freizeitveranstaltung. Kochen, ein Restaurant führen, ist ein harter Job. Man muss zwischen den Kollegen sagen, was sie falsch machen. Ist es nicht auch schwierig, den Leuten den Spiegel vorzuhaben? Ja, ihr kennt den doch am besten, unseren Aschbacher. Ihr habt doch unser Restaurant geführt. Ja, und bitte mit schwer Bach abgegangen. Schwer Bach ab. Zu der Zeit hat es eben leider mich noch nicht gegeben. Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch überlegt, ja. Ich glaube, ihr hättet euch sicher gemeldet, nicht? Ich habe mich mit Sicherheit bei euch gemeldet. Dann hätten wir versucht, dass es nicht so schwer wird. Nicht? Ja. Nein, es ist wirklich nicht immer einfach. An Das was kann man liegt es sagen. denn, dass so viele Beizen, man sagt ja 60% mache ich nicht Fürschi, also kein Gewinn, dass so viele Beizen nicht richtig laufen? Ja, wenn das so einfach wäre, müssten wir wahrscheinlich bis morgen die Sendung verlängern. Weil es gibt extrem viele Ursachen. Und es ist, beim einen ist es das und beim anderen das. Und darum, glaube ich, funktioniert auch die Sendung so gut und vor allem so lang, weil ich relativ schnell immer sagen, komm, lass mich in Ruhe, das ist okay so. Aber es gibt immer wieder neue Situationen, wo ich selber manchmal überrascht bin, dass das wirklich möglich ist, dass man an dem oder an dem scheitern kann. Also, dass die Leute zu wenig Fachkenntnis haben? Ja, nicht nur. Der Beruf ist einfach sehr komplex. Und es ist jetzt nicht so, dass man wirklich sagen kann, wer nichts wird, sondern man muss sehr vielseitig begabt sein. Und man muss vor allem mit Sachen ausgestattet sein, die schlussendlich extrem wichtig sind. Die Leidenschaft alleinig reicht nicht. Man braucht eben dazu noch das Handwerk und den Beruf. Und dann solltest du noch Kaufmann sein. Und dann solltest du noch den richtigen Partner haben. Und dann solltest du noch Gäste haben. Ja. Und. Wie geht ihr selber mit Kritik um? Ihr nehmt ja die Leute nicht mit zusammen die Händchen entgegen. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Das eine ist das, die ich betreue. Und ich muss euch sagen, ich habe genauso wenig Zeit, wie wir jetzt hier euch haben, um alles genau zu erklären. Das muss schnell gehen.
Also ich kann nicht lange um einen Brei reden, sondern ich muss sofort faktisch sagen, was läuft schief. Und dann muss ich auch sehr direkt sein. Und das Direkte funktioniert. Aber ich muss auch ein bisschen das Gefühl entwickeln, wie weit kann ich gehen bei jedem einzelnen Menschen. Weil mir ist der Mensch ganz, ganz wichtig. Gibt es da auch Tränen? Das gibt es auch, ja. Manchmal muss ich ein Nasstuch im Sack haben, das ist klar. Aber es fällt mir auch nicht immer leicht, weil es sind zum Teil wirklich sehr, sehr tragische Geschichten, die mich auch sehr berühren. Und das andere muss ich sagen, Kritik gegenüber mir als Person, sobald du Öffentlichkeitsarbeit machst, ob das Politik ist oder ob du sonst im Rampenlicht stehst, so wie ihr ja euch, das wisst ihr ja selber, wie es ist, dann musst du mit dem lernen umgehen. Und ich finde immer, Kritik braucht es, um besser zu werden. Also wenn mir einer irgendetwas sagen kann, was ich besser machen kann, mache ich es sofort, arbeite an mir. Aber wenn es nicht gerechtfertigt ist, wenn die Kritik einfach irgendwo hergezogen wird, dann muss ich wirklich sagen, Kätsch ist stark an den Nägeln und darum habe ich wirklich eng abgeschnittene Nägel. Ist bei euch immer klar, dass ihr Koch lernen erstaunlicherweise wollte ich als ganz kleiner Bub Sportreporter werden. Okay. Herr Turnherr, sozusagen, Zweiter. Ja, das ist eher noch der Karl Erb oder ja, so. Richtig, ja. Der Turnherr ist, glaube ich, erst ein bisschen später vielleicht gekommen. Aber nein, das ist eigentlich aus dem entstanden, weil wir in der Familie uns selber viel Sport gemacht haben. Und mich hat das einfach fasziniert, die Reportage am Anfang, sogar am Radio, Fußballmatch und so weiter und so fort. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und das wäre eigentlich meine Leidenschaft gewesen. Wieso hat er es nicht gemacht? Ja, so bis zur 6. Klasse war das eigentlich für mich mein Berufsbild gewesen. Jetzt heisst ja, du musst studieren. Und für das bin ich einfach das Dumme gewesen. Aber für das Kochen braucht es auch viel Intelligenz und Intuition. Ja, nachher ist das Kochen gekommen. Da ist natürlich wir haben einen kleinen Gastronomiebetrieb gehabt, wenn wir von der Schule gekommen sind. Ich müsst euch vorstellen, wir haben immer Minimum eine halbe Stunde müssen, gerade im Winter durch einen hohen Schnee laufen. In Saas-Fee damals noch. Genau. Jetzt heute ist ja das anders. Heute hat man zu Weihnachten nicht einmal mehr Schnee. Aber zu dieser Zeit haben wir meterweise Schnee gehabt. Und wenn man dann heimgekommen ist und ins Haus gekommen ist, und hat man die Düfte und die Aromen. Zu dieser Zeit war das einfach noch so, dass die Produkte nur nach etwas geschmeckt haben. Man kann sagen, es gibt Sauerkraut, es gibt Speck, es gibt ein Poulet. Kaum aus der Porte hat man das geschmeckt. Und sofort der Gang in die Küche und dann heisst es, Pommes frites machen, Pommes frites machen, Pommes frites machen. Wir haben Hochsaison. Und der hatte eine grosse Terrasse genau. bei euch. Ja. Und erst haben wir schnell gegessen und dann wieder ab in die Schule. Und so ist man dann halt mit Durch dem die Virus, harte Schule gegangen. mit dem Virus halt geimpft worden. Seit 21 Jahren. Jetzt kocht ihr in La Punt. Genau. Cesa Pirani. Wallfahrtsort sozusagen für Gourmet-Leute. Was habt ihr denn dort für eine Kochphilosophie? Die Philosophie hat sich eigentlich nie geändert, seitdem ich in diesem Beruf bin. Ich liebe das äußerordentlich. Es war für mich ein und alles. Ich habe immer alles für den Beruf gegeben. Und ich sage es heute auch den jungen Leuten immer wieder, es braucht nicht viel Theater, sondern es braucht einfach am Schluss das nötige, ich sage jetzt mal, Erlebnis, in dem man sagen kann, es war gut gewesen. Und dass es gut war, braucht es nichts anderes, als jeden Tag das Beste geben. Und mit dem guten Produkt, das man suchen muss, den Gästen ein Esserlebnis ermöglichen. Und dann gelingt das. Mit viel Shishi, Pirouette. Pirouette. Jetzt bei uns ist die Philosophie keine Pirouette, kein Shishi, Reduktion, Reduktion, Reduktion auf das Einfache. Und es soll einfach Spass machen, Essen. Für mich ist Essen Spass, Erlebnis, aber noch, man soll sehen, was man isst. Und darum brauchen wir tolle Produkte. Das ist das Einfache, einfach gut. Einfach gut. Genau. Gibt es auch Wurstsalat bei euch? Wir haben das schon mal gemacht, ja. Mit schwarzem Trüffel. Aha, doch noch etwas. Noch ein Ja, bisschen noch ein bisschen. Und das ist wirklich gut auch. Ihr seid der Safrankönig, sagt man noch. Verwandte noch in den Mund, habe ich gehört, oder mindestens Ja, wenn man das so sagt, dann ist es wahrscheinlich so. Aber das kann ich meiner Frau verdanken. Nicht? Das ist eine eigene Geschichte.
die könnten wir vielleicht auch mal einladen. Weil wenn Skifahren hier ist, 25 Onkel und Tanten ungefähr, sind nicht mehr gerade alle am Leben, aber es sind recht viele gewesen. Uns geht, von daher kommt eigentlich auch die Safran-Geschichte. Sie kommt aus dem kleinen Dörfli Mund, oberhalb von Wallis. Berühmt für die Safran. Genau. Das ist eigentlich dazu mal der einzige Ort, wo Safran gewachsen ist. Mittlerweile gibt es selbst im Graubünden und im Tessin und in anderen Orten auch kleine Pflanzer, die das probieren. Aber Mund ist, glaube ich, das bekannteste. Nur ganz schnell vielleicht. Ich war mal eingeladen in der Zeit, wo wir noch im Wallis ein kleines Restaurant geführt haben, im Herbst. Und bei der Verwandtschaft. Und dann habe ich gesagt, wenn ich schon mal da bin, will ich doch mal die Safranfelder sehen. Und dann bin ich in diesen Feldern gestanden. Wunderschön übrigens. So schöne blaue lila, Krokus. pinkige Blüten. Und dann hat es einfach plötzlich da oben einen Tag gemacht und gesagt, das ist es nicht. Jetzt musst du ein Safranmenü machen. Und dann haben wir eine Annonce gemacht in der lokalen Zeitung. Und dann sind die Leute bis vom Genfer ins Wallis gekommen, die das Safranmenü essen wollten. Und das sind wir jetzt gerade eingezogen vor 21 Jahren. Und das haben wir weitergezogen. Und das ist nach wie vor das Highlight. Die Leute kommen wegen dem Safran. Ihr arbeitet seit über 30 Jahren mit eurer Frau zusammen. Ihre Küche, sie schaut, dass der Service perfekt ist. Lampen? Herr Eschbacher, schaut, man muss sich doch nichts vormachen. Wir haben übrigens in 2 Tagen haben wir 36 Jahre, wo wir zusammen sind, wo wir uns kennen. Das ist eine lange Zeit, gerade in der heutigen Zeit. In dieser Zeit haben andere schon Minimum 3-mal den Lebenspartner gewechselt. Minimum. Es gibt noch andere Beispiele. Aber wenn man miteinander schafft, miteinander privat ist, da braucht es recht viel, dass es funktioniert. Wir haben das Glück, dass das bis heute funktioniert hat. Auch bei uns, das ist normal. Gibt es ab und zu mal Lampen und mal einen rechten Streit. Das gehört dazu. Man muss sich dann wieder finden und dann mal den richtigen Weg gehen kann, dass es, ich sage jetzt gerade mit einem Geschäft im Hintergrund so funktioniert, dass wir für die Gäste das Beste geben können. Dann hat es doch etwas genützt, nicht? Eure Frau ist da. Ja. Ich kann sie gerade fragen. Genau. Frau Baumann, wie ist das? Er in der Küche, dir mit den Gästen, die Gäste sind ungeduldig, die Küche noch nicht parat. Wird da hin und her gebacken zwischen? Nein, gar nicht. Nicht? Nein. Liefern? Nein. Es geht alles schön im Rhythmus, weil wir wollen ja Spass haben, der Gast soll Spass haben. Und dann ist alles in Ordnung. Wenn 2 so eng zusammenarbeiten, was passiert, wenn eins krank ist? Ja, das ist, hoffen wir immer, haben wir eigentlich auch immer gehofft, dass es nicht passiert. Wir mussten mal zumachen, als mein Mann krank war. Er wollte es aber nicht wahrhaben. Ihr hättet ihm sagen. Ja. Wir hatten die ersten Gäste schon im Haus. Und er konnte einfach nicht mehr stehen und hat den ganzen Tag schon Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Und schlussendlich haben wir auf den Tisch gelegt, wo wir sonst zu Nacht essen. Und hat am Hausarzttag gelitten. Und er hat gesagt, hey, koche weiter, Gäste schon dann da. habe ich gesagt, so kannst du nicht mehr arbeiten, oder? Haben den Doktor angerufen und gesagt, bitte komm sofort. Er war in 3 Minuten da, hat ihn untersucht. In der Zeit sind die nächsten Gäste gekommen. Ich habe noch gehört, schrauen bis ins Restaurant, oder? Und der Arzt hat gefunden, ich nehme ihn gerade mit. Ich hoffe, es ist nicht spät. Er hat einen durchgebrochenen Blinddarm gehabt. Es ist überhaupt eigentlich ein Wunder, dass er... Wirklich im letzten Moment. Ja. Danke euch. Ja. Gehört ein Applaus, oder? Frau, so gut tut. Es ist ein Hochleistungssport, habe ich gesagt. Wie erholt ihr euch zwischen ihnen? Der Sport ist meine Erholung. Der Sport. Ja, also Das säckelt. ich habe vorher erzählt, wo die Wurzeln sind und irgendwie der Drang uns in die Natur, das gibt mir so viel zurück. Und auch jetzt, wenn ich 2 Monate am Stück unterwegs bin und ihr wisst ja, wie das so ist, das ist auch nicht so ein leichter Job, wenn man die Aufnahmen macht. Es braucht zwischendurch einfach mal so ein bisschen
lüften und dann geht man uns. Und darum, für mich ist der Sport einfach das Magnet für Energie. Laufen. Ja. Aber auch Ja, Hochleistung. nicht nur laufen. Also, ich tue Skifahren, ich tue Langlaufen, ich tue Laufen, ich spiele neuerdings auch Golf. Was mich sehr fasziniert, das kleine weiße Bällchen, das kann dich manchmal so zur Weissglut bringen. Und auch noch, wenn man vielleicht nicht mehr gerade 20 ist, kann man wegen diesem kleinen Bällchen so viel lernen. Man wird so demütig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Demut vor dem Ball. Das sagen ja Golfer. Das Bällchen ist wie das Leben. Das kleine Weiße. Wie geht es weiter bei euch? Mit dem Bällchen? Nein! Vielleicht auch mit dem. Nein, ich meine jetzt im Restaurant. Gibt es einen Moment, wo man sagt, so, jetzt habe ich genug, fertig, mag nicht mehr? Ich schaue eigentlich nicht gerne zurück. Und ich schaue immer vorwärts. Und solange die Energie da ist, schaut man gerne vorwärts. Und es hat auch immer wieder neue Ziele und die will man verfolgen. Aber jetzt auch durch eine Sendung und durch eine Recherche haben wir immer wieder zurückschauen. Weil dann hat man das gefragt bekommen und das gefragt bekommen. Dann bekommen wir manchmal immer Angst. Was hast du alles gemacht? In der recht kurzen Zeit auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man, ja, man kommt auch älter. Und mit dem Älterwerden muss man einfach einsehen, dass es alles ein bisschen langsamer geht und dass man ein bisschen mehr Erholung braucht. Und ich finde, gerade das ist enorm wichtig, dass man das lernt, auf den Körper zu hören und die Lebensqualität nicht vernachlässigen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, weil wir in einer wunderbaren, traumhaften Natur leben können. Und ich schätze das außerordentlich. Das gibt mir so viel Energie. Und ich sage immer, wenn wir gesund sein dürfen, ist das Wichtigste gut. Und wenn die Gesundheit passt, dann können wir auch weiter Gas geben. Turbo, Turbo. Also das hoffen wir schwer, oder? Es ging etwas verloren. Nicht nur 2 Michelin-Sterne und 18 Punkte im Go-Mio, sondern auch eine wunderbare Persönlichkeit, die man nicht mehr geniessen kann, wenn man im Engadin ist und in Lappund vorbeischaut. Herzlichen Dank, Daniel Danke Baumann. vielmals, Herr Aschbacher. Danke schön. Das war es von unserer Seite. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Mut gemacht mit so tollen Gästen, die immer kritisch in die Zukunft schauen. Schön war's und noch schöner wird's. Das wünschen wir uns alle mit der Kraft vom positiven Denken für das Jahr. Jetzt geht's aber beim Fernsehen zuerst mal weiter, und zwar mit dem NZZ-Format. Und wir machen uns für nächsten Donnerstag parat, saisongerecht sozusagen kochen wir. Nämlich das Thema ist Wind und Wetter. Ich hoffe, euch dann wieder zu sehen. Habt Sorge zu euch, schaut einander und gute Nacht. Danke fürs Zuschauen.